Goedes Uwes alla. Ik freue mich, dat we hier vandaag waren top zijn. En ik freue mich, dat we in den zijn top gekomen, dat we bedürftige mensen zijn. We alle brücken ans Amtszeichen, we brücken ook Gott zijn leven in onze gegeven wordt, wo we ons immer wieder können te freuen. Dat we zijn dat ons broeder, onze zuster, des rum ons, des met ons hier, en we kunnen van ons Amtszeichen leren. Wenn ich denke an hier wat met en dan vragen zich jedes Mal naar de gelegenheid terug, wat is wat Gott wird wollen, dat ik reden soll. In einer Bet, in einer checkt in Gott sein Wort, und dann kommt einer auf ein Thema, und dann einer fällt dann dort aus, was Gott will, dass einer reden soll. Und so Entscheidungen machen dort aus, dass wir schon hören, dass Gott hat uns Verstand gegeben, und das wollen wir brücken. Und dort ist auch ein dit, und wenn wir sein Wort mitteilen und versuchen, unsere Gedanken noch ein Leid zu bringen und uns den zu lassen, was Gott sein Wort uns lehren hat, und dass wir alle Topchen abgebaut und gestärkt werden. Ich hatte Donnerstag die Gelegenheit, zu der Jugend zu reden, in der Instruction Class, und mir hat das immer war Schein. Da sind 8 Stück, die zur Instruction Class kommen. Es sei verwirrt zu sein, wo sie ein Verlangen haben, auch ein Port von Gott sein Kinder zu sein. Und sie sind das alle, aber sie lehren lassen und durch ein Wachsen in meiner Erkenntnis kriegen, dass sehr viel wird. Und so, ich weiß nicht, wo jünt das geht, aber mir geht das nochmal so, wenn ich was gelesen habe, oder wo selbst was mitgeteilt habe, eine Gelegenheit gehabt habe, ich lebe von dort so vielmals sehr viel. Das dreht für mich manchmal, ich glaube, ich dalle aus zu jünt. Ich kann das eben nicht feilen, was zu jünt hat, aber ich erfahre immer weiter, dass es für mich vielmals sehr reden hat. Und ich habe das Thema durch von Versicherungen, wo die Versicherungen an uns manchmal sind, und wo Gott sein Wort verschiedene wir uns abhalten wird, wo wir die können rückkommen und was die Versprechungen an dort sind. Und so ich probably war am meisten haben, was ich da und da höre. Sorry für die, was hier dann sind, was dann wir in die kriegen, das dann doppelt. Aber das manchmal auch gut. Das erste Jahr hat mir eine Geschichte vertellen, das ist uns alle vielleicht sehr bekannt. Ich las von einem Mann, der hat eine Arbeit im Wald, und er war bloß sehr verdrießlich, sehr ermutigt, dass er jeden Tag muss schaffen gehen. Und als er so schaffen hat und war zur Arbeit gehen hat, dann vielmals, dann sagt er, oh Adam, wenn du mal nicht hat's gefehlt, dann darf ich hier nicht schaffen. Und ziemlich verdrießlich, der Zeit, wo das er schaffen muss. Und dann wird das Schaffen bloß nicht schein. Und einen Tag, dann, der wird der Wort an, und am einen Tag, dann sagt er so, von nun an, braucht's nicht mehr. Er fragt ihn, was das tun, wenn er nicht mehr schaffen ist. Oder dann will ich mir im Hafran sitzen, und im Baum im Schatten sitzen, und Zitronensäure trinken, und bloß mal das Leben genießen. Okay, dann sagt er, von nun an kostet es tun, aber dann einen Kosten dort, in der stehen hast, Tochter lassen. Und so, das ist ja immer kein Problem, die erste Weg. Der zweite Weg, dann wundert er auch, wo an den Kosten noch sein sein. Wo du kannst sein. Und über den, ein paar Weg wieder, dann geht er mal bei dich bei und hilft er ihm ein bisschen ab und wundert ihn. Nee, der hilft ihn nicht, er besperrt ihn bloß und wundert, was du machst dann, dass er den Tag lassen soll. Und dann nach dem Stützchen wieder, dann auf einmal hilft er den ab und kickt er mal neu und dann rannt der meiste Wahrheit ins Fuß. Und so, und dann, über dem, dann wird er an, wenn er in Gott ein eigen gewas wird, er wird krank, das getan haben, was Adam getan hat. Und so, Gott hat an uns ein Janken gesagt, ein Verlangen für Dinge, und so, das ist something what wir machen versuchen zu kontrollieren. Dass wir machen unter Kontrolle holen. So, wenn wir mit diesen Gedanken in Jakobus lesen, dann, Jakobus 1, Vers 12,
Du sagst, es steht, glücklich ist der Mensch, der nicht versagt, wenn er versagt wird. En uithoudt wanneer hij op een proef gesteld wordt, wanneer hij de proef bestanden heeft, wordt aan de levenskroon gereikt worden, die de Heer den Jan versproken heeft, die aan God is. So, hier zegt het, dat gelukkig zijn we, wanneer we de proeven bestanden. Wanneer verzekeringen aan ons naam komen, en we kunnen zeggen, nou, hier zo laat ik me niet nemen. Ik grabbel niet over den kosten, wat dort in der Stunde. En dat kan op verschillende wegen aan ons naam komen. Eén kan dat boderen, dat hij zijn voet aan een fop heeft. En dat kan hem aanvangen gedanken te geven en dat vangen aan te werken. Dat kan op zeer veel verschillende wegen zijn. We worden later nog een beetje meer Einzelheiten bekijken, wat Jezus zei, wat aan ons alles ben is. Aber das Mann, der das schaffen soll, in der Familie feiden, haben wir bloß immer so, dass wenn Adam mal nicht hat, dann braucht er nicht. Und hat das probably nicht gelesen, dass Gott sagt, dass Adam wir angestellt, den Garten zu besorgen, den Rente haben. Das geht nicht ohne Arbeit. Das hat er probably nicht gelesen. Er hat bloß gelesen, dass Adam sein Fall wie das nicht so. Wat immer der Case. Wenn wir wieder lesen dann in Vers 13, dann sagt es, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sagen, dass Gott am versagt. Gott kann nicht zum Beispiel versagt werden und er versagt keinen. Gott der nicht, anstatt steht handstellen, wo die Versicherungen sehr heiß sind, wo das sehr schwer wird sein oder irgendwas. Das der nicht Gott. Vers 14. Aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Beiselast mitgerechnet wird. Dort ist, wo die Versicherungen bestehen. Unsere Last, unsere Janker, zu Dingen. Dort ist, was unsere Versicherung ist. Und dort wird uns mitrechnen, so vielmals. Gott hat uns wunderbar gemerkt, hat uns Schmack gemerkt und hat uns die Weisheit gegeben, dass wir unterscheiden, was gut und schlecht ist. Und wenn wir das nicht weiten, hat uns ein Buch zukommen, die Bibel, dass wenn wir nicht weiten, dann können wir gehen checken, können wir gehen lesen, dass wir weiten können. Viele von uns haben das vielleicht mal gehört, dass nicht zu viel lesen, dann sind wir nicht zu viel verantwortlich. Und das ist ein sehr rechter Gedanke. Wir wollen viel weiten, dass wir rechte Entscheidungen treffen. Vers 15 sagt es, wenn der Last sich erst festgesagt hat, wird der Sinn geboren, und wenn der Sinn gedonen ist, das wird der Tod kommen. Das bringt den Tod. So, die Versicherungen kommen von uns einen Jankers, von uns einen Verlangen, das wird die Versicherungen abstehen. Und wenn wir können die erkennen, dann wollen uns die nächste verboten. Ist das Mann, den kostet du ab den Dash. Solange als hij de eerste paar weken hat, wat wordt mij dat kosten? Aber als seine Gedanken anfangen, ran den Kosten ran zu gehen, dann auf einmal wird ihm dort ein Problem. Dann wird ihm dort ein schwerer Ding, was so weit, was hat einmal zu Erkenntnis kam, ich sei nicht anders als Adam wir. Dat hat am nicht, wenn er Adam beschuldigt, der wird er krank so. So Gott hat uns so gemerkt, dass wir Dinge wollen. Und dass uns Dinge jankern tun. Das ist Gott uns gemerkt hat. Aber dann hat er uns das Wort Gottes gegeben und hat uns verschrieben, dass unsere Jankers uns auch vielmals zum großen Schulden sind, wenn wir den nicht kontrollieren. Wenn wir nicht abpassen, dann unsere Jankers, die bringen uns wohin, wo wir nicht wollen sein. So vielmals, wo wir vielleicht sogar erfahren haben, dass uns Janker haben uns wohin gebracht, und dann ist uns Janker gekommen, dass uns das sehr fast ist und bloß nicht selbst was denken können, als dass uns das sehr Janker. Und wenn wir das dann getan haben, dann wollen wir an, oh, das ist mir bloß sehr schädlich, dass ich das getan habe. Das schult mich, das ist mir Sinn. Das baut mich. Und so, durch dem, dass wir das erkennen, können wir bekennen.
dann können wir teruggaan naar Gott und sagen, ich habe gefehlt. Ich bin arm. Ich habe mich lassen von meiner eigenen Last mitnehmen. Ich brauche nicht sagen, dass wir Adam seine Schuld, dass wir das Heimel gefehlt haben, dazu werden ich so sagen. No, Gott hat mich in die Kraxe gemerkt, als Adam hatten, unsere eine Jahr die führen uns vielmals auf eine falsche Stelle haben. Wenn wir nicht gehen nach der zweiten Vers in Jakobus 1, du sagst jetzt es steht, meine Brüder, nehmt dort mit Freude an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht wird. So, wir lesen uns hier, dass Gott uns nicht versegnet, dass uns eine janka. Und dann lesen wir hier in den zweiten Vers, dass wenn diese Jankas an uns abkommen, dann sagt er, dann sollen wir uns freuen. Ist das eine Freude, wenn wir an das Kampf stehen und meist nicht haben und treiben? Ist das eine Freude? Können wir uns an dort freuen, oh, nu ist es noch an mich angekommen, dass wir bloß sehr was jankern wird? Wenn wir uns mal lesen in Markus 7, Vers 21. Das ist, was Jesus sagen wird. Er sagt, weil es von Bernen uit ein Menschen hart kommen, schlechte Gedanken, Hurerei, Steelsucht, Mord, Ehebruch, Jed, Schleichsein, Schufterei, Las, Aufgangs, Lasteren, Stalt und alles Sorten Dummheit. Dort kämpft uns hart rein. Und wir lesen uns hier in Jakobus, dass wenn das an uns nachkommen, wenn das uns rührt will, dann sollen wir uns freuen. Wo können wir dort nicht stehen? Wo merkt dort Sens in uns, wenn das an uns nachkommen wird, und wenn wir das würden tun, dann sind wir in Sinn gefallen, dann haben wir gesündigt. Und Jakobus sagt hier, nu sollen wir uns freuen, dass dort an uns nachkommen wird. Wo können wir dort verstehen? Wenn wir würden in Galater 5 lesen, ich werde das nun nicht alle eben lesen, aber du sind noch mehr Einzelheiten und abgenannt, was uns Fleisch vielmals rückbringen wird. Oder was an uns ben, als was uns jankern wird. Und Jakobus sagt, dass wenn diese Dinge an uns nachkommen, dann sollen wir uns freuen. Und die tun ja uns schuden, die tun uns bodern. Wo können wir das tun? Nehemiah 8, Vers 10, das letzte eins gesagt, so steht, weil es der Friede am Herrn ist, was uns stark machen wird. Wenn wir nicht bloß würden an denken, dass wir freuen uns, dass wir eine Versicherung angeraten haben, ich glaube, dann würden wir irgendwo nicht ganz mit kommen. Aber wenn wir uns dann anlassen, dann, dass ich kann den Herrn, und ich freue mich für das, was er für mich getan hat, und ich weiß, dass durch dem, was er getan hat für mich, kann ich bestehen an der Versicherung. Wenn die Versicherung an mich ankommt, dann freue ich mich nicht, dass die Versicherung an mich ankommt, aber ich freue mich, dass ich den Herrn an meiner Seite habe, dass ich kann bestehen, wenn die Versicherungen an mich ankommen. Ich freue mich nicht bloß für die Versicherung, aber ich freue mich für den Herrn, der an mich wohnt, der mich stark macht. Der letzte Part von der Vers in Nehemiah 8, Vers 10 sagt, weil es der Friede am Herrn ist, was mich stark macht. Dann kann ich überkommen. Dann brauche ich nicht nur bloß einmal an das Dosje dort und das denken. Ich kann auch das was denken. Ich brauche nicht bloß an das Dosje dort denken, wenn dort weiß ich all, dort ist dort, was mich schuden wird. So, Nehemiah, wenn wir die Geschichte ganz lesen, dann, das wird durch, wo Esra abstunden und das Volk das Gesetz verlesen hat. Und wo das Volk sehr ungerecht wird von dort, was Gott lehren will. Und das sagt das Volk, das hielt, aus sie hören, was Gott zu ernst sein wird. Sie werden sehr ungerecht von dort, was Gott lehren wird. Und dann sagt Nehemiah zu das Volk, wenn die den Frieden und den Herrn haben, dann wollen ihr stark werden. Dann kann ihr stark sein. Dann kann ihr erfreuen. So, wir haben hier gelesen, dass Jesus sagt, dass die Jankers, die kommen nicht ans Rüd. Wir haben Jankers. Gott hat uns so gemerkt, dass diese Jankers, die kommen durch dort, was wir sein, durch dort, was wir hören,
De jankers kom ab. Dan have hij dat durch die Jahren laten reinmerken, dat er een buurt is, want we niet krijgen weten, dat we kunnen doorgaan en we kunnen ons abbuien en den Herrn. En zijn woord kunnen we ons abbuien, abfreschen, en dan kunnen we staan in dem, wanneer de verzekeringen in ons naam komen. So, Jakobus 1, Vers 2 sagt es, meine Brüder, nehmt das mit Freude an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht worden. Aber wenn wir nicht diese Freude im Herrn haben und diese Versicherungen an uns nachkommen, wo wir können bestehen, dann wo wir nicht können bestehen. Aber wenn wir diese Freude im Herrn an uns lebendig haben und wir uns da an erfreuen, dann wo wir können stehen. Wir haben was gesagt, wir haben was an uns, was uns bewegen wird, oft zu sein. Der Sinn oft zu sein. Unsere Jankers oft zu sein. Aber uns Fleisch in sich selbst kann das nicht. Wenn wir nicht bloß kicken für uns selbst und wir sagen, dass die Versicherung kommen an uns nach, ich glaube, dann wird uns alle Angst worden. Nicht du, ich auch waren. Wir haben das alle, glaube ich, auch belebt, dass die Versicherungen an uns nachkommen und wir wollen das gar nicht tun, aber die bleiben vielleicht eine ganze Weg an unsere Gedanken. Wir tun das nicht, aber wir machen ganz ein abstehen und abpassen und das will nicht weichgehen. Und hier sagt Jakobus, dann sollen wir uns freuen. Das haben wir nicht tun, nicht anders, als wenn wir das de Freude im Herrn in ons Leben hat. Dann auf einmal kann wir das sagen, dass das ist something, können wir proben. Als ich wirklich in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben da. Als ich wirklich mit dem Herrn stehen da. Wir sind alle von Gott geschaffen, als ein wertvolles Gefäß, als ein wertvoller Mensch. Gott will uns brauchen. Noch eine Geschichte. Habe ich mal Warm beobachtet. Was passiert mit einem Warm? Die meisten Warm, die kriepen rum in die freten Blätter, in die verdorbenen Gordon, und das sieht, wenn der warm ist, durch Wasser, das sieht bloß nicht so schmack aus vorher. Aber wenn der warm ist, eine Zeit lang durch die Freten hat, dann auf einmal dann kriept er auf eine steht, und dann weft er sich ein bisschen ein, und dann jeft das ein schmacker Flatter. Der warm, solange es dann warm ist, dann wird er bloß verdorben. Aber was der ein Flatter? Der geht von einem Baum naar de andere Baum und dann befruchtet die Blumen und das produziert, das jaft mehr. Und die Flatter ist ein Help in dort. Wir sind hier auf die Erde gekommen als wertvolle Menschen von Gott. Und er will uns brauchen. Aber wir sind von Natur aus sind wir so aus der Warm. Der streeft bloß für sich. Und alles, was er kann, das nimmt er bloß für sich. Wenn wir ein kleines Baby betrachten, dann, wenn der was in die Hand nehmen, was der das erste mit da? Das geht das ganz erste in den Müll für sich. Das ist Gott, das gemerkt hat. Aber wenn abgewaschen sind, wir auf einmal Gott seine Leib verstehen können, dann auf einmal dann tun wir nicht bloß für uns selbst, dann geben wir. So, wenn wir diesen Warm betrachten, dann, der geht in Verdorf. Der geht in der alles, was er kann, bloß für sich. Aber wenn das ist der Flatter ist, dann geht er nicht mehr bloß für sich. Dann fliegt er von einem Baum nach der anderen Baum. Und dann fliegt der Raum in das Sitzschmack und wir können nicht sagen, dass er irgendwo Schulden mehr an hat. Yes, Gott weiß, wo er das mit uns geschaffen hat. Und er hat uns so geschaffen, dass ich und du sagen, das Flatter sein wird durch ab und zu drehen, das Maut bringt, Schmack loten. Ich weiß, Jahren 3, dann wir in Paraguay wieder noch viel mehr Bosch, dann hat manchmal in Krans Flatters beobachtet. Die in der Flatters, viele Flatters, in Klampen sitzen, in verschiedene Kleren. Und die Leute Schmack. Wir können noch nicht sagen, dass die jeden Schulden mehr. So, aber wenn das warm, solange es der sich bloß für sich streiten wird, aber wenn das warm von einem Wiesper gepüxt kriegt und der Wiesper durch Eiern anleihen wird, was passiert mit das warm? Jaft das in Flatter?
Das warm, wenn die wies bei denen auch gepüxt hat, dass vielleicht ein kleines Lachschen nach nur eine Stunde oder so, dann sitzt das nicht mal, dass das warm gepüxt kriegen hat. Da war der Tee gewaschen, und der warm, der kriegt wieder ein groß, kriegst es einmal. Aber diese wies bei seinen Eier, die fangen die Bären an zu frieren. Die fangen an zu waschen, die fangen den warm an vom Bären zu frieren. Und dann, zu guter Letzt, dann ist der warm tot und das hat kein Flatter gegeben. Wenn wir andenken, was der Teufel an uns will, wir sind als Menschen geboren, die für sich selbst sind. Wenn wir Gott seine Leib erkennen, dann werden wir arm so aus dem Flatter und wir wollen Mut beitragen, wir wollen Frucht beitragen, wir sehen, wir sind eine Haupt, uns ladet Schmack, wie uns es zu betrachten jetzt scheint. Aber wenn das Wiesper durchhaft könnt bei dem Warm, dann hilft das nicht. So ist das mit Sinn. Wenn Sinn in uns nennen kann, das darf keiner von Besitz sein. Aber wenn dort bei uns Bären anfangen zu wachsen, dort in uns bleiben das, und die können das nennen vielleicht, so als das Mann, das durchgedacht und das nicht mehr Kontakt lohnen, dann verdorft das all dort, was Gott sein Plan für uns gewesen ist, für uns ist. Und so Gott will, dass ich und du in Sehen sind. Dass wir von einer Stadt nach der anderen Stadt gehen und was wir tun, ist den Nächsten erfreien. Mut merken. Mut beitragen, dass ich abgebüht und erfrischt werden. So wir lesen uns hier in Jakobus 1, Vers 2, dort nehmt dort mit Freude an, wenn ihr auf verschiedene Wege versucht und geprüft wird. Das sollen wir mit Freude annehmen. So ich ihr schon sehe, wenn wir nicht bloß an die Proben denken und wenn wir dort wel mit Freude annehmen, dann wollen wir probably de Zetten bleiben und wir wollen probably auch gut das abheben, so das Monat. Aber wenn wir diese Freude am Herrn in uns haben und uns an dort erfreuen, was Gott für uns getan hat, dann auf einmal dann können wir das hier den Tag lohnen. Und der Wiesper, der kann nicht uns püchsen. Weißt wie fliehen da war ich, wo der Wiesper ist. Wir können auch fliehen. Wir bleiben nicht durch. Und warm, der kann nicht. Der kann nicht warm. Der kommt bloß langsam wieder. Aber wenn wir in Gott seine Leib leben, dann haben wir dort, was das braucht, damit wir können bestimmen. Wenn unsere Freude am Herrn so groß ist, dass wir weiten, wir sind mit ihm und wir leben mit ihm und dass uns dort immer weiter erfrischen wird und abbühen wird, dann weiten wir dort erst, wo wir die Kraft kriegen, zu stehen gegen die Versicherung, an die Versicherungen zu stehen. Wenn es auch weiter, die alle kommen an Städten an, wo sie versagt werden. Wir alle da. Solange als wir hier diese Erde sind, wo wir immer weiter auf eine Stadt ankommen, wo die Versicherungen an uns werden ankommen. Wo weit wir dort? Als Jesus abgeirrt wird, haben wir rein, haben wir heilig, haben niemals gesündigt. Und haben wir Antwort versagt. Sei versagt. In Hebräer haben wir einen Vers, der sagt, dass es steht. 4, Vers 15. Hebräer 4. Vers 15 sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann, aber einen, der in alles krank so versagt worden ist, als wir sind, aber er bleibt ohne Sinn. Jesus weiß ganz krank, an was deine Versicherung ist. Und wo an deine Schwachheiten sind in der Versicherung. Jesus weiß ganz krank. Das wird uns hier sein. Als Jesus getauft wird, dann sagt uns dort, dass er wird von Jesus in der Wüste geführt. Und dann wird er von den Teufel versagt. So das sagt uns, dass er hat Kreuz und Fleisch als ich und du. Was immer ich und du mit zu kämpfen haben, er wird krank, wenn es dort erst an Arm gekommen. Aber weil er in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, er seine Freude an Gott hat und er weiß, von wo er kommt. Und er weiß, was das bei Gott wird. Er weiß, was das wird. Und er weiß, diese Versicherungen, die sind bloß in seiner Qualität. Er stimmt dagegen. Wir haben diesen hohen Priester, der steht an unserer Seite und der helpt uns, dass wir nicht sollen
fallen in diese Versicherungszeit. So, wenn wir uns wollen, Versicherung zu erfreien an den Versicherungen, dann wird es nicht schaffen wollen. Aber wenn wir uns an dem Herrn erfreien an den Versicherungstiden, dann wollen wir kennen tun. Das ist mein Verlangen von uns alle. Wenn es weit dort, jeder einer, der hier von der und erst, der belebt Dinge von seinen Janken oder von verschiedenen Dingen an sich, dort kann Entschuldigung geben an uns Leben, an das jährliche Leben. Das kann uns bringen, das kann uns durchrichten, das kann uns vom Glauben wachrichten. Aber der Friede am Herrn, der stärkt uns, dass wir nicht dürfen, den Sinn der Übermacht geben an uns Leben. Galater 4, Vers 16 sagt es, ich sei jünd so, wandelt am Jes, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch verlangen hat. Wandelt am Jes. Das jährliche Leben an uns, klar ist, dann wollen wir dort nicht tun, was uns Fleisch jankern hat. Dann haben wir Wort, wo wir uns Fleisch können sagen, no, hier ist nicht der Friede. So sei er aus, dass die das jankern hat, aber das ist nicht Friede. Das tun wir bloß nicht. 17. Vers sagt es, weil das Fleisch verlangt, gerade dort, wo der Jes nicht will, und der Jes will dort, wo das Fleisch nicht will. Der Bett sind sich immer jen eben, dass je nicht tun, was je tun möchten. Wenn das Fleisch kontrolliert, dann tun wir nicht dort, was uns innerliche Jes verlangen wird. An die Gemeinschaft mit Gott, das verdorft an die Gemeinschaft mit Gott. Aber dann der 18. Vers sagt es, wenn ihr vom Heiligen Jes regieren lassen, dann haft das Fleisch nicht mehr zu sein. Das ist nicht, was das hier sagt. Das sagt das Gesetz. Aber das Fleisch muss in das Gesetz sein, wenn wir nur im Fleisch nur leben. Wenn es anders würden die Tüffeldinge passieren, was nicht würden schaffen. Dazu wären das Fleisch muss in das Gesetz gestanden. Aber wenn wir im Jes Gottes nur leben, dann wird das Fleisch uns nicht kontrollieren, dann braucht das nicht ein Gesetz, um uns kontrollieren, dass wir wollen Schmack sein. Dass wir wollen reich leben. Der Jes Gottes an uns wirkt das dann. So, wo wollt wir, dass wir vom Jes Gottes gelehrt werden? Wo haben wir einen Mut, dass wir weiten, dass wir vom Jes Gottes gelehrt werden? Und wo können wir das proben oder meten? Wenn wir weiten, und dass uns Leben mit dort stemmen, was Gottes Wort lehren hat, dann weiten wir, dass wir vom Jes Gottes gelehrt werden und dass wir im Jes Gottes nur leben tun. 2. Petrus 2, Vers 9 sagt es dit, so kann der Herr auch uns aus der Versicherung rautraten, der am uns sind. Gott weiß, wo das an uns geht, und er weiß, dass er uns kann in der Versicherung rautraten, dass wir nicht brauchen tun, was uns Fleisch gelasten hat. Wie wir leben, nur in Jes Gottes Namen. Du wirst mal ein junger Mann, der bekehrt sich, er schafft einen Boy, und du wirst die Menschen, die schaffen, die wären nicht Christen. Und einer von den jungen Männern, der bekehrt sich, und du meinst, der Arbeiter wird viel sehr gepflegt und wir sehr glücklich alt leben. Und das ist einer, der hat sich bekehrt und dann die ganze Arbeiterschaft, die beobachten das. Und die wundern, die pflegt nicht mehr, wenn du was arrangiert und die lachen über den und spusten über den. Und was einmal einen Tag, dann sagen sie, dass den sind Kräuter, der fällt von der Bohnen rauf, wo sie dann Steine führen oder Kuhl oder whatever das ist, eine Boy, anyway. Und dann stehen sie alle an Kicken am Atem. Was er nicht tun? Warum sagen sie nicht, was fluchen? Er stand durch eine Versicherung. Und all die anderen, die beobachten das, was er nicht tun? Ja, muss sagen, es ist das, was sein, dass er sich bekehrt hat. Und so, das junge Mann, der meint es ernst und er ist fleißig. Er versucht, den Kräuter auf der Boden abzukriegen. Und dann hat er eine steht am Boden, dann fällt er auf, andere steht drauf. Dann hat er den da Boden, dann fällt er auf, andere steht drauf. Einmal so am Dom, wie es so tut, nicht ganz reich. Und all die Arbeiter beobachten den. Was er nicht tun? Und alle wünschen sich, wenn einmal wieder da worden, dann haben sie ihre Freude. Aber das Mann, der wird geduldig und teilt den Kräuter dann ab und führt wieder. Und alle Männer werden sterben in diesem Tag.
Das ist wieder eine Versicherungszeit. Und es sagt uns hier in 2. Petrus, dass Gott kann uns in so einer Versicherungszeit bewahren und beschützen. Wenn wir unsere Freiheit am Herrn haben, dann erst durch Kraft dazu. Aber wenn wir nicht die Freiheit am Herrn haben, dann wird es nicht schaffen können. Ein anderer Mal. Wir lesen in Galater 5, 19 erfahren, du sind viele Dinge, die abnehmen. En dus wordt, en dus staalt, en dus afgans. En dat zijn alles de dingen wat ons zeer schulden doen, wanneer we met dat gepleegd zijn en verzacht worden. En dit is een man die heeft trouble met dat hij lijkt zeer dol wordt, wanneer andere mensen niet dat doen, wat hij wordt wensen dat ze zullen doen. En een dag dan zal ik einig, zo ik wil mal een Boston trekken, moet geen andere mensen zijn, ik wil mijn wordt mal geen controle. So, hij leeft door en is een tijd lang. En een dag dan gaat hij zijn kruk voor water merken en dan zat hij de bezig aan en staubt de armschilte uit. En ooit een beetje, maar hij gaat bloos en valt frisch op en zat hij de bezig aan en de staubt waren armschilte water uit. En het derde maal is hij dan aan gaat en staubt de ware arm en dan zo dol dat hij neemt en kielt de kruk ving. En dan staat hij door en wondert. Wat heeft me dat geholpen en wilde niet draaien? Wat heeft me dat geholpen? We lezen hier in Markus 7 kapitel dat deze dingen die komen van ons uit. Dat zijn dingen wat het vlees heeft. En wanneer we niet van Jezus Gottes geleid worden, dan wordt dat vlees zijn dingen in deel brengen. En wanneer we in deze verzekeringen zijn, dan wordt dat bloos in deel komen. We worden er niet in de geen. Maar wanneer God zijn Jezus in ons leven is, en we onze vrijheid om Herren hebben, dan kan de kruk de 10-mal omstelten. We worden immer nog waar geduldig zijn en gaan de afvallen en brokken. We worden niet meer brokken twijfelen. God zijn Jezus in ons, dan kunnen we in de verzekeringstijd doen. Wat immer het is. Wat immer ons jankert, dus dit morgen zien, dat je door een dash, dat is dan een down van het dat je de stunde. Dan laten we dat de blus toch. Psalm 94, vers 12 zegt, gezegend is de man, den du strafst, en der din Gesetz belehrend is. Van God, wanneer we de Bibel lezen dan, en wie dat op einmal zijn, dat woord wat we lezen, en dat mij bestrafen, of dat mij beleeren, dan word ik er ook wat met doen. Means ik had het te zijn gekregen. God zijn woord redt te mij, en ik laat mij beleren. God dat mij strafen met dat, waar ik aanneem, waar ik erg ben. Hij laat mij dat erkennen. En dat zal ons zeer verwirrt zijn, maar we dat te zijn krijgen, dat we erg zijn. Dat is genoeg van God. We alle leven in een stad, op een of andere stad, waar de verzekeringen ons naam komen, wat ons boden wil, wat ons verdorven wil, zoals de wespen den warm. Door eigen aanleiding, dat verdorft het ganze leven. Hier 4 vers 17 zegt het, wo God komt dat voor dem uit, de God zijn leer aanneemt. Laat die dat niet te graf zijn, want die de allemaal gaf, die beleert. Dan zullen we ons vrij. Waar komt het bij toe, dat de vrijheid om haar, dat is mijn kracht, te doen en een verzekering. Niet de vrijheid en een verzekering, maar de vrijheid aan dem Herrn, en die steht, wanneer we een verzekering nennen doen. Psalm 119, vers 30 en 31 zei, ik heb mij entschlossen, beständig in de waarheid te wandelen. Ik heb den Gesetz immer voor mij. So, wenn wir uns entschlossen haben, ich lebe so, dass es mit Gott sein Wort stimmt. Ich lebe so, dass Gott sein Wort mich belehren kann. Ich bin ob, dass wenn Gott sein Wort was sagt, was ich nicht tue, das ist, was ich will tun. Das ist, was ich lernen will. 31. Vers. Ich hol an den Gesetz, falls auch Herr, lob mich nicht zu Schande worden, wenn es in der Versicherung. Wenn wir das Vers lesen, dann hier wieder, dass es immer noch die Gelegenheit, dat we in een verzekering worden vallen kunnen. David, der roept God aan, God, laat mij niet te schande worden, means ik weet de verzekering worden aan mij aankomen.
Solange als wir hier deseiert sind. Aber der Friede am Herrn gibt mir Kraft, dass es nicht brück voll. Psalm 119, Vers 36 und 37, 38. Sagt, gib mir Hort, dort Verlangen, den Gesetz zu gehorchen, lieber als Rick worden. Lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen, beleef mich mit nieuwe Kraft. Laat den Knecht, den Gebot durchholen, dass es sicher Gott sein Wort ist, dass ich Gott fürchten will. Psalm 119 hat sehr viel, sehr gute Sprache, wie hier in der Anleitung passt. Und so, Psalm 119, wenn wir das durchlesen und betrachten, dann jeder Vers redet von Gott sein Wort, oder von seinem Leben, oder von seinem Gesetz. Jeder Vers, das sind 171 Vers. So, wenn wir uns das ein bisschen so verführen, und wir leben dann, wo Gott uns gemerkt hat, und dass die Versegnungen in uns kommen. Und dann sagt Jakobus zu uns, dass Friede Jakobus 1, Vers 2 sagte, meine Brüder, nehmt das mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versucht worden. Das soll wir mit Frieden annehmen. Aber nicht, dass wir uns in das freien, dass wir in dieser Versegnung leben, aber wir freuen uns in dem, dass Gott seine Leben in uns leben wird und dass dort uns steht, in der zu stehen, an der steht, wo wir versucht worden. Es ist mein Verlangen von uns alle, dass wir wollen bestehen. Wir leben in einer Welt, wo die Versegnungen an uns kommen können, wo wir immer weiter anwollen, wo wir immer weiter sein, an sich jankers wollen, uns wo abreden oder anreden. Und wenn wir uns an den Herrn erfreuen, dann wollen wir stehen. Dann wollen wir nicht darin zu schonen worden, indem dass wir gefallen sind, bis wir erfreuen uns an dort, was Gott für uns getan hat. Wenn wir abstunden beten, wird passend das. Vater im Himmel, du bist allmächtig. Die trifft alle ihr Anerkennung und Gewalt. Vater, wir haben uns dein Wort vergeführt und wir haben gekickt, was es uns lehren hat. Und wir beten bloß, Vater, dass wir wollen kennen, offenes Hart haben und wir wollen kennen, das annehmen, was dein Wort uns lehren hat und dass du kannst geehrt und verherrlicht werden durch uns Leben hier auf dieser Erde. Vater, ich bete, dass wir wollen kennen und flatter sein, die Früchten tun, drehen, die in Sehen ist, von einer Stadt nach der anderen Stadt. Und dass wir nicht wollen dürfen und warm sein, die innerliche Ehe haben, was sich lohnt verfreten. Und wir würden dort Sinn nahen. Vater, wir beten, dass du uns stärken, du uns sehnen, Weisheit geben und die Freiheit in die zu wassen und zu nehmen. Vater, ich bete, dass du die Kirche sehnen, beschützen und schenken, dass wir wieder in Sehen sein und dass viele Menschen durch dort Erkenntnis, was du uns gegeben hast, wollen gestärkt und gestärkt worden und abgebüht worden, wenn die uns beobachten. Vater, ich bete, um deinen Sehen, wenn wir hier voneinander gehen. In Jesus' Namen. Amen.